Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Für die gerade das Video schauen dazu, die sehen, dass sich so ein bisschen etwas verändert hat mit meinem Hintergrund. Und zwar, nicht nur, dass da neben mir wunderschöne Blumen stehen, die sind zwar schon ein bisschen verdorrt, to be honest. Die haben mir jetzt schon auf den Geburtstag geschenkt, mega cute. Nein, nicht nur wegen dem, sondern ich bin wieder daheim. Ich bin wieder in meinem Zimmer, in meinem Bett und es fühlt sich so komisch an, weil es fühlt sich für mich eher weird an, da einen Podcast aufzunehmen, weil ich habe mittlerweile mehr Podcast-Folgen aufgenommen, dort in Montreux, also in Aigle, als jetzt da. Ich glaube, habe ich nur 3 Podcast-Folgen aufgenommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall überhaupt nicht gewohnt an oder so. Wenn ich jetzt wieder ein Video da mache, das ist schon üblicher. Aber so ein Podcast muss mich irgendwie mal wieder daran gewöhnen, dass ich jetzt ab jetzt einfach die Heime mache. Und das ist echt komisch. Also nur schon zu wissen, dass jetzt irgendwie da meine Familie mich hören reden und sich denken, Bro, mit wem telefonierst du so lange? Nein, keine Ahnung. Es ist eigentlich auch normal. Wenn ich YouTube-Videos mache, dann hören sie mich eigentlich auch. Aber gleich, es fühlt sich so komisch an, zum wieder die Heime sein. Also klar, ich bin am Wochenende jetzt auch immer heimgekommen, aber ich bin dann immer noch so meistens einen Tag beim Chang gsi, einen Tag die und dann bin ich halt schon wieder auf Montreux. Und jetzt wieder so die sein, wirklich mehrere Tage, plus halt das Wissen, man geht nicht mehr plus sich wieder in den eigenen Alltag so daran gewöhnen und alles, das ist wirklich mega, mega komisch. Also ja, es ist natürlich auch irgendwo schön, wieder anzukommen und ja, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich will es irgendwie auch vermissen. Also der Gedanke, dass ich nicht mehr dort zurückgehe, ist mega komisch, weil ich habe mich halt jetzt mega eingelebt dort eigentlich so. Ich habe mein Zimmer so geliebt. Es war wirklich ein Traum gewesen. Es war so cool gewesen, irgendwie mal alleine zu wohnen und alleine zu kochen und irgendwie nur schon alleine Entscheidungen treffen und einfach bei allem so ein bisschen. Es war einfach schön gewesen, so. Und ja, jetzt irgendwie wieder so zurückkommen. Es fühlt sich wie irgendwie komisch an. Ja, und nur schon zum Beispiel jetzt so das Französisch lernen, es hat mir so Spass gemacht, um dort Französisch lernen und dort in die Schule gehen und einfach der ganze Vibe, ich liebe Montreux, einfach so für die noch nie in Montreux waren. Trust me, wenn ihr das erste Mal dorthin geht, plus es ist schön Wetter vielleicht, ich werde euch in Montreux verlieben. Es ist so schön. Ich würde sagen, es ist fast die schönste Stadt der Schweiz im Fall. Zählt Montreux als Stadt? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon. I don't know. Also es ist auf jeden Fall mega, mega schön. Und ja, aber ich werde safe irgendwann wieder auf Montreux gehen. Oh, das habe ich gar noch nicht erzählt. Ich habe das herausgefunden und ich bin so so cool. Also ja, ich glaube, für die mich so ein bisschen kennen, die wissen, ich bin richtig obsessed mit so eben Französisch lernen oder einfach Sprachaufenthalt. Also ich habe ja jetzt in dem Sinn eigentlich schon 4 gemacht, wenn man es genau nimmt. Also wir haben von der Schule damals aus, müssen so 2 Wochen, damals hat es geheißen, ein Stage, also einfach so ins Welsche gehen, Französisch lernen. Und dann bin ich halt einfach zu einer Gastfamilie gegangen. Oder eben, dann bin ich halt das allererste Mal von einem Jahr auf Montreux gegangen. Im November bin ich nochmal für 2 Wochen auf Lyon gegangen. Und jetzt bin ich halt das erste Mal so richtig lang gegangen auf Montreux. Auf jeden Fall die News sind, ich habe mir die ganze Zeit so überlegt, eigentlich habe ich das Gefühl, es würde mir gut tun, mal irgendwo arbeiten und nicht immer in die Schule gehen. Weil jetzt habe ich so die ganze Grammatik und ja, wie man jetzt einen Text schreibt oder wie man einen Brief schreibt und die ganze Lese- und Hörverstehen, das habe ich langsam wie so gesehen, beziehungsweise also das ist blöd, aber kann ich mittlerweile so ein bisschen. Aber so das wirklich reden, wie ein Franzose, das, was ich ja wo eigentlich mein Ziel ist, wirklich so fließend können reden, das habe ich halt irgendwie, ja, das kannst du halt nicht so gut lernen, wenn du jetzt halt in eine Schule gehst mit Leuten, die auch Französisch nicht lernen. So obviously, weil sie halt selber das länger auch nicht können, genauso nicht wie ich. Und ich habe das Gefühl, das kannst du wirklich nur lernen, wenn du halt mit Franzosen chillst oder mit halt Leuten, die Französisch reden, chillst so. Und ich habe immer gedacht, die einzige Lösung ist so, dass ich irgendwo arbeiten muss. Und to be honest, es hat mich irgendwie so angeschissen. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, irgendwie so, erstens wüsste ich nicht genau, was. Also, der Can hat zum Beispiel gesagt, wäre doch cool, so eine Starbucks oder irgendwie so. Und irgendwo hätte ich auch Bock, aber mehr so zum Französisch lernen und halt weniger zum arbeiten. Ich weiß nicht, ich schwöre. Es ist wirklich so ein typischer 0815-Influencer, so ein Gimmi-Schüler, der absolut noch nie gearbeitet hat, absolut falsch. Nein, aber sonst irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so wohl dann so mit älteren Leuten chillen. Ich fände es halt cool, irgendwo da arbeiten, wo es wirklich auch Leute in meinem Alter hat. Ich glaube, das finde ich cool. Es ist, glaube mehr so ein bisschen das Ding von, also ja, Gott, im Starbucks hat es schon junge Leute, aber irgendwie so, dann zu wissen, es hat irgendwie so, wir sind dann 4, 5 Leute und alle sind so älter als ich, oder ich weiß auch nicht. Ich glaube, da würde ich mich unwohl fühlen. Ich würde lieber Friends suchen. Wisst ihr das mal? Ich glaube, das ist der Punkt. Ich will lieber so ein bisschen Friends finden. Aber ja, ich habe schon viel lange drum geredet. Auf jeden Fall die grossen News sind, ich fange ja an im September studieren an der ZHDK. Das wird ja auch mal noch crazy. Aber ich gehe jetzt darauf ein. Aber auf jeden Fall, das ist in Zürich, das ist eine Art School. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich von der Schule aus ein halbes Jahr lang ein Austauschsemester machen könnte. Heisst,
irgendwo anders für ein halbes Jahr das Gleiche studieren, halt noch etwas anders. Und das ist halt richtig, richtig nice. Weil offenbar sind alle Art Schools oder die meisten Art Schools, oder ich sage jetzt einfach Kunstschulen, oder, so miteinander verbunden. Und also heisst, ich könnte theoretisch auch auf Amerika irgendwo studieren für ein halbes Jahr. Aber das würde ich natürlich nicht machen, weil ich mir absolut in die Hose schießen. Nein, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so das Interesse, um jetzt irgendwie mega, mega weit weggehen. Ich habe halt gesehen, dass es in Genf eine hat. Und ich habe so gesagt, oh mein Gott, ich muss nicht her. Darum, es wird vermutlich Genf sein. Also nicht, dass es eine Pflicht ist, dass man das Semester muss weg sein muss, aber ich will es eigentlich schon machen, wenn ich es schon ausnutzen kann. Weil wie cool ist das bitte, wenn ich nachher genau das Gleiche kann studieren kann? Einfach auf Französisch, so für ein halbes Jahr. Und dort bin ich nachher wirklich auch mit Leuten zusammen, die im gleichen Alter sind wie ich, die das gleiche Hobby haben wie ich. Also, ich freue mich richtig, richtig auf das. Ich glaube, das ist so cool. Plus eben, ich könnte ja am Wochenende gleich nach Hause kommen und so. Also es ist wirklich genau das Gleiche machen, einfach halt noch etwas anderes. Also klar, mit anderen Leuten und es ist ja dann, sind schon ein bisschen anders, aber ja, es ist wirklich eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, so ein bisschen, auch wenn ich noch gewusst habe, dass ich mir das gewünscht habe, aber genau so, also so ist so die perfekte Lösung für mich und darum, ich freue mich mega, mega fest auf das. Sonst grundsätzlich ist eigentlich all fein. Es ist jetzt eben so ein bisschen das wieder in den Alltag gekommen. Und ich bin jetzt gestern das erste Mal wieder mit meiner Kollegin, also wir gehen nicht mehr zusammen in die Bibliothek lernen, beziehungsweise also sie muss lernen, sie hat ihre Abschlussprüfungen, weil sie studiert. Und ich muss halt viel arbeiten für Social Media. Influencer, EFZ. Nein, Spaß. Ich glaube, das wissen halt viele nicht, dass man im Hintergrund auch ein paar Sachen machen muss. Und nicht einfach nur da eine halbe Stunde lang einen Podcast aufnehmen und dann ist alles so erledigt. Nein, man muss da viel mehr machen. Und ja, jetzt habe ich gestern wirklich vom 8:30 bis, ich glaube, um 5:30 sind wir dort gewesen, alles erledigt. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich es wieder so ein bisschen in den Alltag geschafft habe. Weil ich habe ein bisschen Angst gehabt, wenn ich heimkomme, dass es mega schwer für mich wird sein, wieder so ein bisschen, ja, wie sagt man, mich selber so ein bisschen motivieren. Weil das Ding ist halt, wenn du selbstständig bist, du hast keinen Chef oder irgendwie einen Arbeitsort, wo du hingehst. Ich meine, früher, als ich in die Schule gegangen bin, hat es mich zwar auch angeschissen, aber du kommst relativ schnell wieder in den Alltag rein, wenn du halt den ersten Schultag nachher hinter dir gehabt hast. Und wenn du halt selbstständig bist, musst du selber in den Arsch kneifen, damit etwas zustande kommt, so, weil du halt dein eigener Chef bist. Und ja, es ist relativ schwierig, jetzt wieder die Kurve zu kratzen, aber ich bin dran. Also ich bin eigentlich recht stolz auf mich. Ich habe jetzt heute auch schon ein paar Sachen erledigt. Voll. Aber sonst bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Auch das Wetter ist so schön, es ist so sad. Wirklich, ich war 7 Wochen lang in Montreux und es ist immer scheiß Wetter gewesen. Also wirklich fast immer. Ich würde sagen, zu 80% hat es geregnet oder es ist scheiß Wetter gewesen. Das hat mich so genervt, weil eben, ich bin vor einem Jahr schon in Montreux und es ist so schön gewesen. Es ist immer schönes Wetter gewesen. Und eben Montreux mit schönem Wetter ist einfach ein Traum. Es ist gerade am See. Wir sind so oft Volleyball spielen. Es ist so schön gewesen. Es hat mich so genervt, dass ich das irgendwie so nicht hatte. Und also es gibt zum Beispiel immer von der Schule aus so Aktivitäten, wo man sich anmelden kann. Und eben, es hat immer jedes Jahr, jede Woche Volleyball gegeben. Und das Jahr halt nie, weil es immer scheiß Wetter war. Und genau, also es ist immer am Freitag wird es aufgehängt. Und genau am Freitag, als ich gegangen bin, habe ich gesehen, dass für die Woche drauf Volleyball war. Und ich bin so, nein, alle verarschen mich nicht. Ich will auch gehen. Ja, aber egal. Ich kann ja sonst im Sommer dann irgendwann wieder Volleyball spielen. Aber ich kann mich gar nicht beklagen. Ich bin zu Hause gekommen und immerhin ist jetzt schönes Wetter. Und es ist so richtig Sommerfeeling. Es ist einfach, ich liebe es. Aber ja, eigentlich, gute Überleitung, holy shit. Das ist eigentlich genau das Thema so ein bisschen für heute. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange einen Einstieg gemacht, aber ich habe gerade ein Bedürfnis gehabt, so ein bisschen von meinem Leben erzählen. Und ich finde das eigentlich noch cool, so die Mischung im Podcast, wo ich so ein bisschen Live-Updates gebe, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt und was gerade so in meinem Leben abgeht oder in meinem Kopf. Plus irgendwie noch so ein bisschen ein Thema auch zu behandeln, das so ein bisschen spezifisch ist. Und ich habe heute eben gerade überlegt, dass das Thema, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Ich habe mit meiner Kollegin gerade gestern darüber geredet, dass es, glaube ich, bei sehr vielen gerade aktuell so ein bisschen etwas ist, was einen beschäftigt. Und ja, darum reden wir heute so ein bisschen darüber. Und zwar, vielleicht mal kurz an dieser Stelle schnell so eine kleine Trigger-Warning. Ich werde über Körper reden, über Probleme, über Superfigur, über all das und so. Darum, ja. Aber auf jeden Fall, um das Thema geht es, um das Thema Sommerfigur. Und ich habe das Gefühl, gerade weil jetzt so der Sommer ein bisschen kommt, beziehungsweise es kommt irgendwann dann die Saison, wo man baden geht, wo man vielleicht ein bisschen weniger, also ein bisschen freizügiger rumläuft, weil es halt einfach heiß ist. Und ich habe gerade in meiner Pubertätsphase, also in meiner Teenagerphase, extrem damit gestruggelt. Also für mich ist das irgendwie, also ich habe mich zwar mega gefreut auf den Sommer, aber ich habe gleichzeitig auch, sobald ich das Wort Body gehört habe, habe ich irgendwie richtig gestruggelt, einfach weil, ja, für mich ist das irgendwie schwierig gewesen, weil ich einfach mich so unwohl in meinem Körper gefühlt habe, mich so verglichen habe und so. Und eben, es gibt, also ich kenne auch jetzt noch viel in meinem Alter und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selber irgendwie gleich, also dass es mich gleich immer noch so ganz bisschen triggert, wenn ich jetzt höre, oh, jetzt kommt Sommer,
so, dass dann automatisch mein Kopf sagt, oh mein Gott, du musst jetzt eine perfekte Figur haben, weil du wirst dich nachher mit anderen vergleichen und wirst dich nachher unwohl fühlen und jetzt kannst du noch etwas daran ändern, weil jetzt hast du noch genug Zeit, um dich darauf vorzubereiten und so. Also mega crazy eigentlich und mega krank und ich habe das Gefühl, es geht mega, mega vielen so. Und darum denke ich, mache ich so einen Podcast, wo ich von meinen Erfahrungen erzähle, wie es für mich damals war und wie ich das Ganze handle. Und ich will sagen, dass ich schon relativ viel an einem besseren Ort bin als eben so vor ein paar Jahren. Dort bin ich wirklich am Struggle gewesen. Darum ich fühle mich auf jeden Fall eigentlich mittlerweile schon sehr wohl in meinem Körper. Eben, es gibt ab und zu schon wieder so Phasen, wo ich mich dann, wo ich mich dann wieder so ein bisschen weniger wohl fühle. Aber ja, vielleicht ist das also ein bisschen menschlich. Ich glaube, es gibt keinen da draussen, der zu 100% immer wird zufrieden mit seinem Körper sein. Ich glaube, wir alle haben so ein bisschen unsere Punkte, wo wir uns nicht so wohl fühlen. Das kann ich mir gut vorstellen. Darum, ja, aber ich hätte jetzt halt wirklich darüber, also, dass man komplett struggelt und dass man vielleicht sogar überlegt, hey, nein, ich gehe jetzt nicht in die Body, weil ich mich so unwohl fühle oder einfach Sachen absagt. Und ja, ich glaube, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, wie es bei mir damals war. Es kommt natürlich darauf an, so eine Sommerfigur. Was heisst das überhaupt, weißt du, so? Oder eine Bikini-Figur, sagen wir es so. Natürlich Jungs haben auch genauso gleich Struggle. Ich rede jetzt einfach von meiner Perspektive, weil ich eine Frau bin. Genau. Und irgendwie habe ich damals so die Bikini-Figur oder die Sommerfigur oder keine Ahnung, wie man das will sagen, so mega krass irgendwie wichtig empfunden, beziehungsweise ich weiss nicht, für mich war das ein riesen Ding gewesen. Also gerade eben, wenn ich daran gedacht habe, man geht dann in die Body mit so einer Freundesklicke, wo vielleicht sogar noch Jungs dabei sind. Das war für mich purer Stress gewesen, weil ich mich mega unwohl gefühlt habe in meinem Körper. Also vor allem wegen 2 Punkten. Ich habe es schon in meinem allerersten Podcast, meine allererste Podcast-Folge, habe ich schon ein bisschen angesprochen, ist ja das Thema auch gewesen. Aber ich habe gedacht, ich will jetzt noch mal so ein bisschen spezifischer darauf eingehen. Und zwar ist das zum einen, meine Oberschenkel sind das gewesen, weil ich weiss nicht, also wahrscheinlich stimmt es nicht mal, aber einfach so war mein Bild gewesen, sag ich mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mega dicke Oberschenkel im Vergleich zu meinem ganzen Körper und wenn ich sitze, dann ist das, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, alle denken, oh mein Gott, die hat ja richtig dicke Oberschenkel, aber echt so dumm, wahrscheinlich hat sich das kein Mensch denkt, außer dich selber und ja, also keine Ahnung. Das war das eine gewesen, dass ich das Gefühl habe, ich habe mega dicke Oberschenkel und darum habe ich mich auch mega unwohl gefühlt, wenn ich irgendwo nur schon angesessen bin oder eben, keine Ahnung, nur schon wenn ich mal kürzere Hosen angehabt habe, so eine Hotpants und dann sitzt man irgendwo her und dann ist das Gefühl, meine Beine sind so dick und gerade zum Beispiel, also das klingt vielleicht doof, aber wenn ich so, damals ist mir mega eingefahren, wenn ich neben meinem Bruder sitze, dass ich mega dicke Oberschenkel im Vergleich zu ihm habe. Aber so, eine Frau ist halt anders gebaut als ein Mann, ist halt Fakt so. Darum auch mega dumm, sich irgendwie mit dem zu vergleichen. Also allgemein sich zu vergleichen ist ja dumm. Aber das ist mir so mega eingefahren, dass ich so dachte, oh nein, ich habe ganz dicke Oberschenkel. Und das andere, wo ich auch mega damit gestruggelt habe, ist so meine Oberweite gewesen. Ich habe im Vergleich zum Durchschnitt, glaube ich, sagen, schon eher eine kleine Oberweite. Und ich habe halt damals mega damit gestruggelt. Gerade wenn du zur Pubertät kommst und ja, bei allen wachst und bei dir halt irgendwie dann halt einfach aufhört, so dass du auch nicht mehr wachst, dann strugglest, also ich habe mega damit gestruggelt. Und ja, was habe ich gehabt? Vielleicht das AA. Also eben, ich habe wirklich vor dem Livestream gesehen, es war mega spannend, weil mega viele Leute, also ich habe schon dort ganz kurz über das Thema geredet und dort haben schon viele gesagt, also es ist vor allem wegen Social Media, vom Vergleich. Und safe, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich muss sagen, bei mir ist das damals noch nicht so gross in Social Media. Also ich rede jetzt, als ich im Alter, kann ich so 15 war, bin 14, 15, wo wirklich eigentlich so voll in die Pubertät gekommen ist und ja, viele Kolleginnen von mir schon relativ grosse Brüste hatten und ich halt wirklich, also ich bin wirklich flach gewesen, eigentlich, wirklich, also ich hätte blöd gesagt, vielleicht nicht mal wirklich ein Bikini gebraucht so, oder ich weiß auch nicht, also ich habe einfach wenig, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall weniger als meine Kolleginnen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir gar nicht so ein grosses Problem gewesen wegen Social Media, weil es das damals noch nicht so gegeben hat, also klar hat es Instagram gegeben, aber das ist noch nicht so das riesige Ding gewesen, dass man jetzt, also dort hat man einfach irgendwelche Shit hochgeladen, dort hat man noch nicht irgendwie geschaut, dass man die perfektesten Bilder hochladen oder dass man irgendwie, also Photoshop, weiss auch nicht, wie weit es ist, never mind, auf jeden Fall ist bei mir damals, ich habe das Gefühl, ich bin vor allem mega unsicher gewesen mit meiner Oberweite, weil ich auch viele Kommentare dazu bekomme. Eben, wie gesagt, ich bin in meiner ersten Podcast-Folge auch schon darauf eingegangen. Aber ich habe mich jetzt einmal so ein bisschen genauer damit befasst mit dem Thema. Und mir sind tatsächlich noch mal so ein paar Sachen, also so ein paar Stories, die mir passiert sind mir noch mal so in den Sinn gekommen, wo ich mir denke, Alter, crazy. Also eben die erste, ich erzähle jetzt einfach ganz kurz, die habe ich schon eben in der ersten Podcast-Folge erzählt, ist, dass damals meine Kollegin, die halt viel Oberweite hatte und schon relativ reif war und ich bin halt allgemein Spätzünder gewesen, sie hat alle umarmt, alle Kolleginnen, außer mich, weil sie gesagt hat,
sorry, ich umarme nur meine Busenfreundinnen und du hast keine Busen. Das ist wirklich crazy. Voll, das war so eine Story, die für mich mega prägend war. Jetzt habe ich eben noch 2 andere gefunden. Die eine, also gut, nebenbei, dass schon oft Kommentare gekommen sind, eben, wenn irgendwie, also Leute haben auch unser Bild irgendwie damals geschrieben, so eben wie in Holland, Berge von Holland oder whatever so. Aber eins ist mir noch eingefahren und zwar Grüß geht raus, nein, Spaß. Als ich mit YouTube angefangen habe ich mit so ein paar Leuten damals ein Video gemacht. Wir sind, glaube ich, so das 5. oder das 6. in diesem Video, I don't know. Auf jeden Fall haben wir eine Challenge gemacht und einer hat irgendwie so einen Flachwitz gebracht, so einen Joke, I don't know. Und nachher haut er einfach von allen raus, ich war übrigens das einzige Girl in dieser Gruppe, alle so Jungs, haut er irgendwie raus so, haha, der Witz ist so flach wie der Nati ihre Brüste. Und es ist einfach so auf Kamera, ich glaube, es ist sogar nachher ins YouTube-Video geschnitten worden. Es ist einfach so richtig degradierend. Also ich denke mal, es ist heute auch einfach so. Ist das einfach, dass das damals noch nicht so ein Thema war oder dass es mir damals noch nicht so aufgeklärt war, dass das absolut nicht geht? Oder ist das wirklich so eine Altersfrage? Weil ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen eine Altersfrage, dass ich muss sagen, jetzt in meinem Alter erlebe ich das wirklich eigentlich praktisch nicht mehr, dass man so Kommentare macht über die Oberweite oder irgendwie so. Und gerade so in dem Alter, wo man so ein bisschen jünger ist, also eben so 16 oder so, oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, dass es ganz normal ist. Also für mich ist es damals wirklich normal gewesen, dass man Sprüche dazu gemacht hat. Und ich habe dann eben angefangen, auch selber über meine Oberweite zu joken, damit ich also einfach so meine Unsicherheit irgendwie verdecke. Das kennen sicher auch viele, dass man so ein bisschen dann selber Jokes so über seine Unsicherheit macht. Und ich finde es okay, wenn man selber Jokes macht, aber sobald jemand anders Jokes über deine Unsicherheit macht, Bro, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ich bin der einzige Mensch, der Jokes über meine Oberweite machen darf, niemand anders, okay? Voll. Und das ist mir hure eingefahren. Und die andere Story war, das ist eigentlich auch voll sad. Ich habe jetzt eben vorher den Chat durchgelesen und jemand so gesagt, Mann, ich will mich in den Arm nehmen. Und zwar hatte ich damals einen Crush gehabt. Und wir waren zuerst so Kollegen gewesen, recht gute sogar, und wir haben halt miteinander so ein bisschen den Gossip erzählt. Und er hat zwar gewusst, dass ich mega unsicher mit meiner Oberweite ist. Ich weiß nicht, warum er mir das erzählt hat. Er hat es wahrscheinlich eigentlich gut gemeint, aber es war halt ein Schuss gegen ihn. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er mit einem Kollegen, den ich halt auch kennt habe, der war auch mit uns in der Klasse, dass er mit ihm geredet hat und dass er gesehen hat, dass er gerade mit mir am Schreiben ist. Also warte, ich muss glaube ich schnell nehmen, sonst ist es kompliziert. Also mein Crush hat, wie hat er geheißen, Tim, und sein Kollege hat Jakob geheißen. Auf jeden Fall hat der Jakob den Tim gefragt, so, yo, wieso schreibst du mit der Nati? Und dann sagt er, ja, einfach so, weißt du, wir sind gute Kollegen und so. Und offenbar hat der Jakob so richtig, also das hat mir der Tim eben erzählt, warum auch immer, dass er mir das erzählt hat, mein Herz ist gebrochen gewesen nachher. Auf jeden Fall hat der Jakob dem Tim gesagt, Bro, wieso schreibst du mit der, die hat keine Titten? Alle! Ich frage mich wirklich so, wo? Also, ich weiß nicht, ich finde das, all diese Storys, ich finde das so, hä? Ist das eben wirklich, ist das so, hat das mit dem Alter zu tun? Oder was ist los? Was ist los? Ist das einfach so meine Generation gewesen? Das würde mich mega ich kann nicht mehr reden, das würde mich mega wundern. Für die jetzt gerade in diesem Alter sind, so, weiß auch nicht, 13 bis 18, I don't know. Ist das noch so ein Ding, dass man Kommentare oder sich lustig macht über eben Oberweite oder allgemein Körper, vielleicht auch Arsch, I don't know, einfach so ein bisschen so Sachen. Ist das wirklich noch so ein Ding? Oder ist das wirklich einfach Generation, weil ich habe das Gefühl, Social Media kann auch positiv sein, weil ich habe das Gefühl, sehr, sehr viel ist aufgeklärt worden bezüglich so Bodyshaming oder so. Also der Begriff Bodyshaming hat mir damals noch nichts gesagt, also keine Ahnung, ob es den schon gegeben hat, aber ich habe auf jeden Fall das Ganze erst so ein bisschen gelernt und selber reflektiert, dass es nicht okay ist, wenn andere Kommentare meinen Körper machen durch Social Media. Und eben, weil es das noch nicht damals gegeben hat, habe ich das Gefühl, ist es vielleicht auch allgemein nicht so aufgeklärt gewesen. Darum schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wenn ihr auf Spotify hört, man kann jetzt so ein bisschen kommentieren. Das würde mich mega, mega wundern. Ja, auf jeden Fall ist das so ein der Grund für alles gewesen, dass ich glaube mega unsicher war mit meinem Körper und eben gerade mit meiner Oberweite und eben, wie gesagt, ich komme jetzt nochmal zurück, eben bezüglich so ein bisschen Sommer, dass das für mich ein riesiger Struggle war. Also, ich mag mich noch erinnern, wir sind einmal so mit einer Freundesgruppe, also so mit der Klasse, haben wir so ein bisschen, also ein paar Leute von der Klasse haben so ein bisschen in die Body gehen. Und ich weiss einfach noch, eben, ich bin halt wirklich die so ein bisschen von der Klasse gewesen, wo ich glaube am wenigsten Oberweite gehabt von allen. Und gerade dort war das Alter gewesen, weißt du, man hat den Jungs gefallen und so ein bisschen flirty ist und man hat wollen, dass die einen Crush auf einem haben und ich weiss auch nicht. Und ich weiss nicht, eigentlich mega dumm, aber ich hatte damals auch wirklich das Gefühl gehabt, mein Körper muss perfekt sein, dass jemand auf mich steht. Und Plot Twist, nein, absolut nicht. Schlussendlich, wenn mich jemand nur nice gefunden hätte oder nur, keine Ahnung, hätte mit mir zusammen sein,
wegen meinem Körper, Bro, Alter, der grösste Red Flag, Alter. Darum, schlussendlich, wenn jemand an dir Interesse hat, dann sollte es sein, weil du eine Coole bist oder weil du einen coolen Charakter hast, weil du lustig bist, weil du sympathisch bist. Also ja klar, weil dann auch das Aussehen vom Typ irgendwie stimmt. Aber ob du jetzt grosse oder kleine Brüste hast oder keine Ahnung wie viel Kilo mehr oder weniger, das sollte wirklich keine Rolle spielen. Und darum ist es eigentlich auch so absolut irrelevant, wie Film jetzt wiegt oder wie gross die Oberweite ist oder keine Ahnung, was für eine andere Insecurity man hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Struggle. Sorry, ich lenke immer wieder so ein bisschen ab, aber auf jeden Fall habe ich dort mega Angst gehabt. So ein bisschen, oh mein Gott, ich gehe jetzt mit denen in die Body, dort ist mir im Bikini, all die haben grössere Oberweite und ich weiss nicht, nur schon so Bikini kaufen, habe ich mega schwierig gefunden. Also, das hat mich übrigens auch noch insecure gemacht, dass du in einen Laden gehst und du findest kein Bikini, das dir passt. Du musst in die fucking Kinderabteilung gehen, damit du ein Bikini findest, das dir passt. Gut, das stimmt zwar eigentlich nicht mal. Also eigentlich gibt es ja mega viele Bikini, die sich in dem Sinne der Brust anpassen, aber ich hatte einfach das Gefühl gehabt, ich sehe mega aus wie ein Kind, wenn ich kein Oberteil nehme, wo jetzt irgendwie gepusht ist oder irgendwie so ein bisschen Watte drin hat, sondern wirklich einfach so ein Stoff ist. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es macht mich noch flacher, als ich eigentlich schon bin, so ein bisschen. Und darum habe ich so gestruggelt mit so Bikini kaufen. Also das habe ich immer am schlimmsten gefunden. Ich habe mich immer so, ich weiß nicht, und es hat dann nie wirklich Bikini gehabt. Also entweder du hast eben die Drügel gefunden, wo halt gar kein Push-Up drin haben, wo ich das Gefühl habe, ich sehe aus wie ein Kind. Oder es hat die gegeben, die so ein bisschen wie Cups sind. Aber dann war bei mir das Problem, dass sobald ich mal irgendwie auf dem, weiss auch nicht, so ein bisschen gelegen bin oder komisch Position kann, dass man von oben einfach komplett rein gesehen hat. Und ich glaube, hätte ich irgendwie aufs 3 Meter gegangen, dann wäre mein BH auch absolut weg gewesen, wenn ich runtergekommen wäre. Darum, ja, ist das bei mir mega schwierig gewesen. Und es hat mich halt einfach noch viel mehr unsicher gemacht, wenn es halt auch wirklich nichts gibt im Laden für dich. Aber also für die jetzt gerade den gleichen Struggle haben mit so Bikini kaufen und sie wollen vielleicht wirklich auch, also sie fühlen sich wirklich auch komplett unwohl mit eben so, ich weiss auch nicht, diesen Drügel-Bikinis oder einfach sonst Bikinis, die jetzt nicht irgendwie pusht sind, sag ich mal, rennen zum New Yorker. Ich weiss zwar nicht, ob der noch so Bikinis hat, aber das ist der einzige Laden gewesen, wo ich wirklich Bikinis gefunden habe, wo so ein AA-Körbchen, glaube ich, sogar hatten und der fetteste Push des Todes hatten. Aber ja, schlussendlich, das hat mich wohler fühlen lassen, auch wenn es komplett fake war. Aber ja, so fake it till you make it, keine Ahnung. Also, mir hat das damals irgendwie geholfen und ich will euch eigentlich so ein bisschen den Advice geben, dass es scheißegal ist, wie ihr ausseht. So Hauptsache, geht in die Body, sammelt Memories. Aber ich kenne es ja selber auch. Also wie, es bringt nichts, wenn einem einfach jemand sagt, hey, es ist scheißegal, wie du aussiehst. Fühl dich einfach jetzt wohl und du musst dich nicht mit anderen vergleichen, weil es ist eh scheißegal. So, es macht alles Sinn, aber so einfach ist es halt nicht. Und darum hat es mir gleich auch geholfen, um so ein bisschen die ein oder anderen Hacks, wie man besser damit umgehen kann. Und eben, to be honest, so Push-Up-BHs oder allgemein Bikinis haben mir halt einfach geholfen, dass ich mich wohler fühle. Und wenn du dich halt unwohl fühlst, geht zum Beispiel jetzt auch mit Körper, weil du das Gefühl hast, du weiss auch nicht was, du kannst auch, eben, es gibt so viele verschiedene Bikinis, du kannst auch ein Ganzkörper-Bikini kaufen, oder wie sagt man, eine Badhose. Du kannst auch einfach ein Hemd anziehen drüber, du kannst mit dem Tüchli rumlaufen, also wie, es gibt ja so viele so Strandtüchli auch, die mega nice aussehen. Darum, ich finde, gang so, wie du dich wohlfühlst. Das Wichtigste, wirklich, und glaubt mir, das Wichtigste ist, geht einfach gleich in die Body und lasst euch nicht den Sommer versauen wegen euren Insecurities. Also ich kenne auch irgendwie so viele, die wirklich eben dann so sagen, ja, ich gehe lieber nicht in die Body, weil dort fange ich mich dann an zu vergleichen und so. Und ich finde das so schade und ja, ich muss sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich nicht an dem Punkt war. Also ich habe es mir wirklich auch überlegt, aber ich bin dann nachher gleich gegangen, einfach so wegen FOMO, also das Fear of Missing Out, dass man das Gefühl hat, man verpasst etwas. Aber ich glaube, es wäre doch so schade, wenn du wegen dem würdest absagen, wenn du wegen dem deinen Sommer würdest versauen und wegen dem nicht würdest in die Body gehen, weil schlussendlich, wenn du irgendwann mal so alt bist, dann schaust du einfach zurück und dann denkst du nicht, zum Glück bin ich dort nicht in die Body gegangen, weil sonst hätten mich alle gesehen, wie ich ausgesehen. Du denkst dir, Bro, bin ich dumm gewesen, Alter, ich hätte jetzt so coole Erlebnisse können haben, weil schlussendlich willst du dich auch mehr an die Memories erinnern, an die coolen Momente, an die lustigen Sachen. So, du wirst auf jeden Fall eine mega coole Zeit haben und gerade der Sommer, es ist so eine schöne Zeit, solange das wegen dem nicht nehmen. Aber ich muss es vielleicht gleich noch schnell sagen, was für mich so ein Mindblow war, also so ein Gamechanger war, so, Bro,
du bist der einzige Mensch, der es juckt, wie du aussiehst. For real. For real. Also ich habe immer das Gefühl, eben alle schauen mich an und die denken dann alle so, oh mein Gott, die hat ja gar keine wie die. Wahrscheinlich hätte ich das niemand gedacht. Ich habe das auch noch nie irgendwie gedacht über einen anderen Körper. Bro, Alter, die sieht ja richtig dick aus. Oder, oh, die hat ja richtig wenig Oberweite. Oder ich weiss auch nicht, was ich denke. Also das habe ich ja nie habe ich mir Gedanken gemacht. Die einzige Person, über die ich mich Gedanken gemacht habe in der Body, bin ich selber gewesen. Und trust me, jeder ist nur mit sich selber beschäftigt. Jeder denkt immer nur an seine eigenen Insecurities, gerade in der Body. Niemand schaut irgendwie auf einen anderen Körper oder irgendwie so etwas. Darum, wenn du das mal so ein bisschen im Kopf hast, dass jeder immer nur mit seinen eigenen Problemen ist. Also, trust me, wenn er in der Runde hockt, in der Body, jeder wird nur an seine eigenen Probleme denken. Auch Jungs. Und darum landet der Sommer nicht wegen dem nehmen. Vor allem gerade wenn du so mit Friends in die Body gehst, Bro, die juckt das doch null, wie du aussiehst. Also auch wirklich null. So, das Einzige, was die wollen, ist, dass du mit in die Body kommst und mit ihnen Spass hast. Und vielleicht ein Punkt, den ich euch auch noch so ein bisschen sagen kann, also jetzt aus meiner Erfahrung, trust me, irgendwann werden die Unsicherheiten immer mehr verschwinden. Und gerade wenn ich jetzt so zurückdenke, bin ich so gewesen, wieso habe ich so fest cared? Also ich habe auch, wenn wir alle auf dem Tüchli gelegen sind, ich bin immer auf dem Bauch gelegen, weil, es klingt jetzt vielleicht dumm, aber wenn du halt so auf dem Rücken liegst, dann können deine Brüste so, also die Schwerkraft geht halt auf die andere Seite und dann habe ich halt flacher ausgesehen. Wenn ich auf dem Bauch liege, dann gehen sie halt so schön in den Cup rein und dann hat es irgendwie so ausgesehen, als hätte ich mehr. So dumm eigentlich. Oder also, das ist so dumm. Bei den Oberschenkeln habe ich auch, immer wenn ich gesessen bin, habe ich extra meine Oberschenkel so ein bisschen gelupft, weil sobald sie halt am Boden kommen, also so an den Stuhl gekommen sind, habe ich das Gefühl, sie sehen dicker aus. So dumm, weißt du? Niemand hat doch dort auf meine Oberschenkel geschaut und gedacht, oh mein Gott, die sind ja so dick. Also weißt du, so niemand, wirklich niemand. Und darum eben, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich mir so viel Gedanken gemacht habe, du hättest doch einfach deine Zeit geniessen können. Aber eben, also ich weiss, so einfach ist es nicht. Ich bin, wie gesagt, selber in dieser Situation gewesen. Aber ich kann auch sagen, dass die ganzen Insecurities, dass die ja einfach mit der Zeit immer mehr weggehen. Also ich kann jetzt halt nur von mir reden. Ich muss sagen, so mit meiner Oberweite habe ich mittlerweile wirklich eigentlich fast bis gar kein Problem mehr. Also ich kann auch easy einfach mal ein Bikini anlegen, wo jetzt halt ein Trügli-Bikini ist. Und ja, ich sehe immer noch aus wie ein Kind, aber es ist scheißegal so. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einfach confident bist. Okay, das ist jetzt auch einfach zu sagen, aber ich finde, zum Beispiel nur schon so Frauen ohne Oberweite oder mit wenig Oberweite und auch easy damit rumlaufen und das auch zeigen, ja, ich habe halt nicht so viel, aber ich muss jetzt auch nicht einen fetten Push-Up haben. Ich finde das so attractive, ich weiss nicht, ich finde, das sieht so nice aus und es strahlt so etwas aus und ich finde, die sind für mich halt so ein bisschen wie Vorbilder. Also, ich weiss nicht, ich denke mir dann halt, ich will auch die Conference und ich will auch das haben, was die ausstrahlen und darum ist für mich irgendwie das, also gerade diese Bilder sind für mich fast so ein bisschen Motivationsfonds. Okay, in dem Fall, ich laufe jetzt auch so um und dann rock ich halt auch mal so ein Trügli-Bikini ohne irgendwelchen Push-Up. Darum, ja, ich hoffe, der Podcast war jetzt nicht ein Wirrwarr gewesen. Ich habe mir so ein bisschen Stichpunkt gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einfach mal drauf losgeredet und darum ist es jetzt vielleicht auch nicht so der komplette rote Faden gewesen. Aber ich hoffe, ihr habt es gleich irgendwie enjoyed und habt irgendwie etwas mitnehmen können. Ich würde mich im Fall mega freuen, wenn ihr so ein bisschen eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt, eben, ob ihr irgendwelche Insecurities habt oder wie ihr damit sind, jetzt in die Body gehen im Sommer, wie ihr euch dabei fühlt und einfach so, ja, vielleicht auch, wenn ihr die Podcast-Folge gefunden habt. Ich freue mich im Fall immer so über Kommentare, darum schreibt rein, auch wenn ihr noch nie einen Kommentar geschrieben habt, schreibt rein, ich freue mich wirklich immer mega. Und ja, lasst den Podcast auch 5 Sterne da und ich kann mich abonnieren, da würde ich mich auch mega freuen. Ja, indem wir das alles machen, dann kommen wir wieder aufs Eis in der Schweiz. Okay, das ist wahrscheinlich mittlerweile unmöglich. Aber nein, genau, ich würde mich mega freuen. Und ja, eben, wie gesagt, lasst euch den Sommer nicht versauen. Und versprechen wir unbedingt, dass wenn ihr im Sommer in die Party geht, dass ihr geht und nicht, dass ihr nachher absagt und euch unwohl fühlt und nachher irgendetwas verpasst. Weil eben, wenn ihr alt sind, dann werden da all die schönen Erinnerungen denken, an die Fotos, an die Momente, an die einfach an die coolen Sachen, an eure Jugend und ich werde euch auf jeden Fall nicht daran erinnern, wenn ihr nachher einfach alleine daheim bleibt und das wäre mega, mega schade. Darum genießt den Sommer und scheiß drauf, was andere könnten denken, wirklich. For real. Versprechen wir das, okay? Ja, gut, also. Ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüssi!